Videoblog Teil 3. Grüezi miteinander. Sie sehen, letztes Mal wollte ich Haare schneiden nach einem Tutorial. Hat nicht so wirklich geklappt. Nein, natürlich ist ein Witz. Es ist nicht ganz so schlimm rausgekommen, aber ich habe es wirklich geschwind aufgegeben, weil ich gemerkt habe, selber Haare schneiden ist nicht ganz so einfach. Es hat aber keine wirklichen Verletzungen gegeben. Heute haben wir aber ein ernstes Thema. Wir reden über die Verletzungen, die wirklich vorhanden sind. Sie wissen, wir sind daheim, wir haben Kinder daheim, wir sollten Schulunterricht geben, wir sollten zeitweise auch noch Homeoffice machen. Alle sitzen aufeinander oben, von aussen dürfen wir nicht. Wir können nicht wirklich uns frei bewegen, die Posten ist eingeschränkt. Und das den ganzen Tag und plötzlich merken wir, jetzt mag ich nicht mehr. Es fängt an zu kribbeln, so im Bauch. Wir werden immer hässiger, dann ruft noch jemand, dann will noch jemand etwas, die Kinder stürmen um. Wir haben Angst auch über unseren Job und mit der Zeit wird es uns einfach zu viel und immer mehr und wir werden laut und plötzlich BAM! So weit sollte es nicht gehen. Darum haben wir Ihnen heute ein paar Tipps, was Sie machen können und wo Sie sich Hilfe holen können. Trauen Sie sich, reagieren Sie, bevor es zu spät ist. Ich zeige Ihnen hier ein paar Beispiele. Wichtig ist, trauen Sie sich. Holen Sie sich Hilfe, melden Sie sich frühzeitig. Opferhilfe Graubünden zum Beispiel. Man kann anrufen, man kann aber auch ein SMS oder ein Mail schicken. In ganz schwierigen Situationen wichtig, für Kinder und Jugendliche Telefon 147, für Erwachsene 143. Wir haben auch extra einen Elternnotruf. Unter dieser Nummer können Sie sich Hilfe holen. Krisenintervention von der Psychiatrischen Dienst Graubünden, auch sehr gute Nummer. Und ganz, ganz wichtig, auch Beratungsstelle für Leute, die eben Gewalt ausüben, die nicht mehr mit ihrem Ärger, ihrer Energie umgehen können. Melden Sie sich da hilft man Ihnen, richtet sich insbesondere auch an Männer. Verpassen Sie es nicht, trauen Sie sich, reagieren Sie früh genug. Besten Dank. So, und jetzt aber auch für heute noch ein kleiner Gratistipp. Für den kleinen Frust im Alltag können Sie sich so Zettel machen. Sie können da schreiben, ich bin verrückt oder du Double oder einfach Wortzettel. Sie können den auch vorzu zeichnen. So. Und dann kann man den Zettel einfach nehmen, zusammenrollen und in die Ecke werfen. Hilft mit Garantie. Probieren Sie auch das aus. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Auf Wiedersehen.